Moin, liebe Lüd. Da sind wir wieder mit der 28. Folge von Platz to go, unseres Lüde Platzschule. Junge, 28. Das ist was. 28 Folgen. Herzlichen Glückwunsch. Bedankt. Und wir habt uns auch wieder einen Gast in Lot. Und Tors habt wie hüt Maike Meiners ob das witte Sofa. Ja. Maike, du bist auch, darf ich das sagen, wo lang bist du hier? Du bist auch lang hier. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Ja, ich höre ja meist Alto, das Inventar. Ja. Und ich habe 1984 das erste Mal an unser Theater gespielt. 1984, da bin ich auf die Welt gekommen. Ja, kannst mal sehen. Ist das so? Ja. Also mein heiles Leben bist du eigentlich hier. Ja. Guck mal, nun weißt du Bescheid, wo lange ich hier bin. So. Und dort möchte ich auch gern gleich noch mal was erzählen, wie spielt ihr just Champagner zum Frühstück. Das ist auch das Bühnenbild, was wir hier Genau, da sit wie gerade drin. Und 1984 in das Ole unser Theater, das Stück hat Wind in die Seil zähten. Und mein Liebhaber, das wär Manfred Bettinger. Und nu spiel ich weiter mit Manfred Bettinger zusammen. Und hey, ist weiter mein Liebhaber. Aber wie mag zusammen in Senioren-WG ab. Und das haben wir uns damals nicht gedacht, dass das mal so weit kommen wird. Aber das ist schön, ich finde das ganz wunderbar. Champagner zum Frühstück heißt das Stück. Und das habt ihr für diese ganze Snorche Tiet, über die wir gar nicht schnacken will. Nee. Habt ihr angefangen mit das Stück? Ja, und dein Söster eine Vorstellung hat. Und dann dann müssen wir wär's das los. abbrechen, wegen das, worüber wir gar nicht snacken wollt. Genau. Und nu ist das 2 Jahre her und nu habt wir das Wetter abgenommen. Wir habt das in der Zwischenzeit auch ob Hochdeutsch gespielt, ob Tournee. Ja, und nu spielt wir das hier, Wetter ob platt. Ach, Und das ich sind kann schon. bloß sagen, kommt her. Die Leute, die hier sind und die sich das ankicken, dort, die sind wirklich, wirklich glücklich. Wie das ein Stück ist, das glücklich macht. Und da sind wir stolz auf. Ja, einfach schön. Ja. Genau. Ne, das geht zu harten, das hat viel mit Leifte zu tun, mit den Werten, mit den Problemen von der Generation, die Öllern, und die Kinder. Aber das ob so ein sympathischer Ort und Wies, das geht ein mit ein ganz großen Grinsche, wer da ob das Theater gut geht. Ich glaube, das ist auch wirklich Volkstheater in Ja. diesem Sinn. Denn da kann ich ja auch lang über snacken. Aber für mich ist Ja. Volkstheater oder was Volkstheater auch utmucken da ist, dass das ganze Volk, also auch die Generation in Vorkommen, das hat Genau. große Thema Familie, weil das Genau. nur früher die Bauernhofstücken sind Ja. oder in Mietshus oder so. Aber du hast eben die Probleme von junge Lüd, von ole Lüd, was da in Familie utmucken da und Genau. in Gesellschaft, in Stadt, Genau. in Dörp, da kommt es um das ganzheitliche, sag ich Ganz mal, auf genau. Plattdeutsch. Und darum ist das auch Volkstheater, wie die Leute sich Wetter finden Ja. in den Stücken. Das sind Probleme, die kennt sie und ihre Eigenfamilie. Und darum kickt sie auch so gern to. Sie will sehen, wo ans Mog wieder denn und wo geht das denn hier. Und vielleicht kann ich mich da über lustig morgen wieder, wie die nicht so gut loben deit. Oder vielleicht kann ich auch was lernen, wie die das ja richtig gut mogen. Ja, Ne? und ich glaube auch auf so eine ganz einfache Ebene, wenn du Probleme hast in deinem Eigenleben und dann süßt du einfach Lüd, der das just so geil ist. Und du süßt das so mit anderen Lüd in Theater, Genau. der da auch einfach du fühlst die einfach nicht mehr so allein. Richtig. Du hast diesen Effekt, Ja. du kannst die Ja. Probleme mit anderen Lüd teilen und, Ja. und die Familie und das ist auch wichtig für Lüd, dass wir uns, und da sind wir wieder wie das Thema, wo wir nicht überschnacken wollen, wo wir das nicht haben, das Gefühl, ich bin Teil von Und einem ja. Ganzen. Ja, Ne? und das wir- deit gut. Ja, Ja. das möchte die Leute. Genau. Und das spürt wie, wenn wir uns ans Schluss von das Stück so einen Applaus abstellt, dann kommt da so viel Leifte von innen nach Borben, dass auch wie ganz beglückt noch Husgott. Ja, und ich glaube auch wirklich, das ist ja nicht so, dass junge Lüd bloß Stücken sehen will über junge Lüd und die Probleme von junge Lüd oder ole Lüd will bloß Stücken sehen über, das ist ja Nee. Tünkrum. Nee. Denn die olden Lüd, die besinnt sich auch gern und die wären ja nur junge Lüd. Und Natürlich. die freut sich doch just so über Ja. und die jungen Lüd, die hebt Grotöllern. Die Ja. hebt in Familie und so Ja. kommt das eins Ja, zusammen. ja. Und darum ist das schön. Ja. Sag mal, das Stück ist ja von Michael Wendner. Ja. Und das ist der
Söhn von Fritz Wempner. Und Fritz Wempner, der hat zum Beispiel das bekannte Stück Kein Utkommen mit dat Inkommen geschrieben. Ein wunderbares Stück. Und der hat das Stück auch wirklich auf Plattdeutsch geschrieben. Ja, Das er kann ist- das noch. Genau, das muss nicht übersetzt werden. Nee, da gibt es nicht mehr so viele, die das können, aber er kann das. Und er mag auch, dass er der Sohn von Fritz Wempner ist. Er hat viel von diesen Elemente mit übernommen und das mag das so rund. Ja. Nun hast du von Anfang auch Manfred Bettinger mit rinbröcht und hey übersetzt ja auch allein Stücken, du übersetzt allein Stücken. Du ja auch. Und ich fange nur an, just so als ich bin 4 Tag nicht auf die Welt gekommen. Und Ja, so. du hast noch ein paar für So, dich. genau, ich was da nur so rin. Ja. Und ich will mir so ein Beten über das Thema Übersetzen snacken. Die Stück wäre das nun nicht nötig, Nee. aber kann in jedes Stück übersetzen, kann in jedes Stück in unser Theater spielen. Was sagst du da? Naja, da gibt es natürlich zwei mehr. Du kannst ein Stück übersetzen, das ist klar. Das ist bloß die Frage, was du das auch wollt oder was das nötig deit. Was das Stück auch hierher passen deit, von Thema her, von der Zusammensetzung, von den Figuren, was das noch Sinn mag, dass die Plattdeutsch sagt. Aber das gibt natürlich ein paar Stücken, die kannst du gut hier spielen, die kannst du übersetzen, wenn sie an das Volkstheater rangeht, so wo wie du vorhin übersnackt hätten. Ja. Ich glaube, auch der Plattdeutsch ist ja offiziell in Regionalsprache, in Regionalsprach. Das hat diese Idee von Region, von einem Ort, all in diesen Begriff mit bin. Und Plattdeutsch ist einfach so verwussen mit Norddeutschland, Ja. dass du eben ein Stück nicht neutral kicken kannst. Du musst zumindest spören, jo, das ist in Norddeutschland. Ja. Und wenn das Stück nur in Spanien spielen da und die Ja. Leute snackt Plattdeutsch, dann kannst du sagen, ja gut, ist ja bloß in Sprach, wir spielen ja. Ja. auch Stücken, die in Spanien spielen dort auf Hochdeutsch, Ja. ist ja auch kein Problem, wir spielen Ja. Shakespeare auf Hochdeutsch Ja. und nicht auf Englisch und Ja. dann sind sie in Athen in Sommernachtsdrom und Ja. snackt auf Hochdeutsch oder Ja. Englisch in Original. Aber Plattdeutsch ist viel gelinscher, wie du wie Plattdeutsch einfach immer Norddeutschland spüren da ist, wie das Ja. ist Sprach. Ja, ja. Das muss all hierher passen. Das muss was mit uns zu tun haben, mit der Region, mit der Stadt oder mit Schleswig-Holstein oder ja, ich bin die Main. Ich finde auch, man kann nicht ein Stück nehmen und einfach so tun, das wäre das ganz normal, da das nur auf Plattdeutsch läuft, das muss mit uns zu tun haben. Und Likas ist dann aber, finde ich, die swore Frage wirklich, hatert, dass du ein Stück bloß so mucken kannst, dass die Leute auch sagt, ja, das glöwig, düsse Leute, die würden auch wirklich Plattdeutsch schnacken. Denn wir habt ja einfach das Problem, wir habt nur 2022 und ist einfach so in der Stadt, in Hamburg Ja. oder so, snackt viel weniger Leute platt. Nee. Ne, und wo wollt du nur ein Stück mucken, das kannst in nicht. Hamburg spielen? Das geht nicht. Ne? Das geht nicht mehr. Das ist dann Behauptung. Ja. Ne? Das geht nicht anders. Da muss man dann einfach sagen, nee, wie muck das nur auf Platt, wie wir hier im Plattdeutsch der Orte sind. Und wie muck die Figuren, wie die das überhaupt keinen Sinn mucken dat. Die lot wie natürlich dann in Hochdeutsche. Ja. Und da können wir dann ja auch gut mit spielen, mit das Element. Mit das Hochdeutsche, Plattdeutsche. Manchmal ist das ja sogar ein großer Help, dass eine Person nicht Plattdeutsch snacken kann auf der Bühne und darum anders ist und sich absetzt von der anderen. Ja. Und das kannst du ja gut benutzen. In Extrawurst zum Beispiel, das spielt ja ein Tennisverein und da ist ja auch bloß ein einzig Türken drin und der snackt platt. Der ist so gut integriert, dass er so aus alle anderen platt snackt, aber wenn das dann als verquerlopen deit und die Lüd angriffen dort, dann fängt er an, sich trüch zu trecken und dann snackt er Hochdeutsch. Ja. Und so hast du noch mal eine andere Ebene durch das Sprach. Und da kann die da dann auch helfen. Ne? Ich finde das auch interessant, in die Ohlen unser Stücken selten mal, die wirklich noch in den Anatit spielt, wo die Lüd noch ganz normal Plattdeutsch schnackt hat. Auch da werden ja Ja. immer nicht ein Stück hochdeutsche Figuren Ja, in immer bloß. die und das dat. Das hätte aber Forkennims Markt. Die Ja. Lüd vergeht das auch. Du hättest, Stimmt. nehmt sich, wo so ist denn du Hochdeutsch in das Stück bin, in Ja. Mudamews zum Beispiel, Ja. ist ja die Süster, die nur Hamburg trocken ist, und nu snackt sie bloß noch Gel. Sie ist Genau. eigentlich ist sie Plattdeutsch obwussen, aber nu ist sie was Beters worden, nu snackt sie Hochdeutsch. Richtig. Und das sind lange Szenen in das Ja. Stück, wo all Lüd Plattdeutsch schnackt, bloß sie snackt Hochdeutsch. Ja. Aber der Lü vergeht das. Ich habe im Moment in Tokika holen hier nur ein
oben nur in Vorstellung und der hat sagt, ja, Hochdeutsch auf der Bühne geht ja gar nicht. Und hey, hätt verleden Weg Mutter Mews nochmal ankicken. Und das wäre noch richtig schön. Habe ich gesagt, in Mutter Mews ist aber auch Hochdeutsch bin. Nee, sag ich. auf gar keinen Fall. Und das, wenn das passt, wenn das organisch ist, wenn du sagst, ja, das glöwig, das verstehe ich. Ich verstehe, wo so die Leute Hochdeutsch, Plattdeutsch, was auch immer snacken dort. Ja. Dann passt das und dann stört das auch nichts. Richtig. Und wie mögt einfach die moderne Stücken in Form finden, wo das einfach zusammenpasst. Wo Ganz kein genau. Mensch überlegt, wieso snackt der jetzt Hochdeutsch und der Plattdeutsch? Das Richtig. begrieb ich nicht. Nee, das muss ich so organisch Ja. Mutter Genau. passen. Ne? Oder als das Fräulein Wunder, was hier Ja. just lopen ist, da wäre ja etwa auch ein anderer Tit, wäre dann Nachkriegszeit und natürlich schnackt die Briten nicht all Plattdeutsch. Ja. Man Hochdeutsch mit britischen Akzent. Ja. Und dann schnackt die Plattdeutschen auch mit M Hochdeutsch, Ja. wie hey, jemand anders nicht verstehen will. Ja, ja. Und ein kann ja auch Plattdeutsch snacken und das ist ein modern Plattdeutsch. Also da sind viele hochdeutsche Wörter mit bin, so dass du nicht, mein Beispiel ist ja immer ein CD, wenn ich ein CD hören will. Wenn ich ein sech, ein Spiegel schief. Mir ist das zu viel. Ja. Ich finde das ein bisschen albern. Ja. Also, da sag ich lieber CD und dann ist eins Chlor und das ist modern. Ich muss nicht, ob Düvel kommen, Rut, eins auf platt mucken. Ja, und zumindest würde ich sagen, wenn du das auch platt mucken wollt, dann muss das ja nicht immer lustig sein. Nee. Also, das ist so eine Ja, das- Idee, genau. das muss immer lustig sein. Da hätten wir auch erfolgen über Ja. Snack wie Platte Go, nicht? Ja. Natürlich kannst du sagen, Slagger Maschü. Ja, das ist auch schön, wenn das passend halt. Ne? Aber Slagger Maschü, ob Hochdeutsch übersetzt, hate Matschepampe. Eigentlich. Und Schlagsahne, ob Plattdeutsch hate Slachraum. Ja. Aber natürlich kannst du Slagger Maschü singen. Ist ja, Ja, auch klar. lustig. Ne? Wenn Aber das passend halt. die Lüt habt immer diese Idee, das ist das plattdeutsche Wort dafür. Ob Hochdeutsch sagt wie Handy oder Mobiltelefon, Ja, du kannst auch auf Plattdeutsch Handy oder Ja, und Smartphone Anna Lüt, die sagen. sagt Klönkassen oder so, ne? Und ja, aber jed ein so, als he das macht. Genau. Ne? Aber du kannst eben, du hast die Möglichkeit, auch Plattdeutsch statt Genau. verschieden zu machen. Und das Genau. muss nicht immer. Genau. Da kann der Hul bessen sein, da kann aber auch der Stoffsuger sein Ja. oder sogar der Staubsauger. Genau, Aber die Plattdeutsch. Kiekkassen und die Fernseher, ne? Ja. Ja. Ich habe just ein Stück übersetzt, das kommt hier nur die nächste Spieltit. Und da ist auch eine plattdeutsche Familie, das kann ihn ja auch löwen. Wir habt eine Familie, diese Familie, die ist plattdeutsch. Schnackt auch mit den Kindern plattdeutsch. Wahrscheinlich schnackt die Kinder, wenn sie denn weg sind von Tuhus, nicht mehr plattdeutsch, aber over Tuhus. Ja. Ist eine plattdeutsche Familie. Aber in das hochdeutsche Stück sagt die jungen Leute, die Kinder natürlich auch sagen, als ich fühle mich beschissen und so. Ja. Als junge Leute eben schnackt. Ja, das und ist nun ist gut. die Frage, übersetze ich nur, ich fühle mich schietig, ich fühle mich beschissen. Nee. So, ich fühle mich beschissen. Und dann Ja. blifft das Wort just so, als das ist. Ja. Wie sagt ihr auch auf Deutsch, das ist cool. Bruch wie englische Wörter, wir könnten dann eben auch die hochdeutschen Wörter einfach Ja. so stornlorten. Ja. Aber vielleicht nicht für der Ohlendüt in das Stück. Dass wir wirklich sagt, der brucht auch in Anna Plattdeutsch, der geht anders mit Hochdeutsch und Englisch Ja. und dem mischt das. Ja, das Plattdeutsch, das entwickelt sich, das geht wieder und das verändert sich dann auch mit den jungen Lü. Und das ist ja auch gut so. Ja. Und auch wenn du ein hochdeutsches Theaterstück hast, dann könnt du ja auch Leute auf die Bühne sehen, die Englisch schnackt. Oder Französisch. Ist Natürlich. vielleicht ein Franzos, der kommt in die dritte Szene auf die Bühne Ja. und snackt Französisch und was hätte ich gesagt? Hä? So. Und just so Ja, kannst du natürlich. natürlich Hochdeutsche in Plattdeutsch Stück haben, wenn das einfach passen darf. Genau, das sehe ich auch so. Aber wie habt ihr Likas auch wirklich Klassiker spielt hier? Wir haben Romeo und Julia, wir haben den Sommernachtsstrom, wir haben Slachsied, die Katze auf dem heißen Blechdach, Ja. Hauptmann, also ein Sorgen. Ja, und Hauptmann kannst du ja auch gut mucken, das ist ja uns Milieu. Ja. Und Shakespeare ist Volkstheater, das kannst du auch. Ja, das auch Du mucken, hast die Handwerkslüd in Sommernachtsstrom Ja. und das ist nur wirklich sowas von Volkstheater. Natürlich. Und auch die Elemente in den Sommernachtsstrom zum Beispiel, die dann in den Wohlspiel, das ist ja so mythisch, mythologisch, so ein Märkenwohl ist das. Und da kannst du auch mit einem poetisch Platz und beten Richtig. anders mit umgehen. Ja. Und das snackt ja dann auch anders als der Handwerkslüd, in Ja. Verse. Du kannst du dann malen in Plattdeutsch, Ja. ne? Das kannst du so richtig, du ist das Sprach auch wunderbar für. Ja. Ne? Wenn du überlegst, ich meine, auch Plattisch gibt das ja Lyrik, wie haben ja nur Klaus Groth ist so der Norm, nicht? Mit den Quickborn, mit Modersbrock und mit Lütmatten de Horst. Ja. Und der wäre ja nur wirklich auch ein Dichtersmann. Der hätte ja in Alldach hätte überhaupt kein Plattdeutsch schnackt. Der hätte Plattdeutsch schreiben. Ja. Der hätte wirklich. Das läuft ähnlich, ja. Und das Lustige ist, dass ja auch ein Goethe oder ein Schiller, der hätte ja das Brok, der sehr schrieben, hätte auch nicht snackt.
Das wäre für sie ein Kunstsprog, ein Literatursprog, in der habt sie geschrieben, wo da sind so Parallelen. Ja. Dat auch das Plattdeutsche, wie kein plattdeutsche Tagesschau habt, kein plattdeutsche Schulen, wie habt kein Standardspruch, wie habt bloß die Dialekten, die Enkelten. Und die Dichterslüd, die bringt dieses Prog eigentlich wirklich erst in die Welt. Ja, ja, das stimmt. Und so ein Übersetzen von den Fuß zum Beispiel, der Faust. Ja. Wunderschön wäre das. Friedrich Hans Schäfer. Ja, Friedrich Hans Schäfer, der hat so ein ganz wunderbare, oldmodsche und doch neumodsche, poesievolle Fassung gemacht. Ein Satz, du kannst die rinlängen und die kuscheln, so schön ist das. Ich finde auch, das ist die große Kunst mit Übersetzen, geht die vielleicht auch so, zu kicken, okay, wo kann ich noch eine wirklich schöne plattdeutsche Formulierung finden und ein plattdeutsche Redensort von früher und nicht Wort für Wort das Hochdeutsche übersetzen. Genau. Over Likas kicken, versteht die Leute das überhaupt nicht. Ja, genau. Und dort zwischen, zu sagen, hier kann ich was wirklich Richtig. Schönes nehmen und hier, na gut, das versteht sie nicht, dann muck ich das hier mal ein bisschen Ganz Hochdeutscher genau. und da muss Und eben auch nicht mit stehen. Gewalt das darin bringen. Ja. Nicht denken, ich muss die Lüter mit Gewalt bibögen, dass sie das lehrt. Ne? Ja. Das ist auch nicht schön. Das ist dann so oberlehrerhaft. Ne? Ja, und das ist eben auch der Unterschied, das ist Theater. Und wie mugt was Theater auch plattisch und will auch, dass die Lüten beten plattisch lehrt und auch mal ein Wort mit obsnappt. Aber Ja, erstmal ist das Theater. Wie könnt ihr so blang bi beten, was bibögen? Aber blang bi, das Ja, Wichtigste ist, genau. dass sie die Geschichte versteht, dass sie das gefällt, dass sie lacht, dass sie weint, dass sie Ja. fühnschwart, was auch jümmers. Ja. Aber das muss funktionieren, die Lüten mit die Geschichte verstehen. Wenn du den plattischen Gedichtband köpen da ist, dann kann das sie, boah, das verstehe ich eins nicht. Dann nimmst du noch einen Kiekse und kiekst nur, was hält denn das nu? Ja. Aha, da kannst du ja ein Theater nicht. Nee, natürlich nicht. Ne? So, dann kommen wir nun noch zu den Fragen und Fundstücken. Das ist der Weg. Du hast nämlich hier ein Mail kriegen von Arne Armgast. Und der ist bannig lang und eins auf Plattdeutsch finde ich wunderbest. Ich kann die leider nicht Hail und Dale lesen, das ist zu lang, aber ich fange lieg mal an mit dem Anfang. Hey Schrift, lebe unser Theaterlü, lebe Christian, ich sag mal einfach du. Das ist in Ordnung. Erst muss ich jo mo lernen für jo recht platt to go, dat wär jo man kein platt und weglopen, sondern just hun henlopen, henkieken und tolüsern. Und nu will ich jo mine Fundstücken tokumloten. Dat ein Foto wies den Nom von Kindergorn in uns Dörp, Lütsche Lü. Dat Lü ist anders als jo unsoch platt. Mach wen dat die Lü hier mulfuler sind als woanders. Jo, also ich glaub du meinst Lüt, sagt wie ob der Ohnsoch bühn. Ich will nur aber nicht sagen, dass das ein Anna platt ist. Nee. Das ist einfach Bühnenplatt. Und das ist ja ob Hochdeutsch das Sövige. Ob die Bühnen snackst du ein Beten dütlicher. Das tut man auch auf Hochdeutsch. Wenn man auf Hochdeutsch Theater spielt, dann spricht man ja auch möglichst deutlich. Deutlicher als in der hochdeutschen Kneipe. Und in der plattdeutsche Kneipe, da schnackst du eben auch so ein Beten nuschliger, als ob die Bühn. Und das Wort ist Lüt. Aber in Alltag sagst du eben Lü. Ja. Und du vernuschelst einfach das. Licht und Luft gibt Saft und Kraft. Saft und Kraft, ja. Das ist Glock 8. Ja. Das Tee luft wie weg. Ja. In Wohre leben, aber nicht ob die Bühnen. Also ich will nicht sagen, das ist ein Anna Platt. Also mit Mulfuhl hast du wohl recht. Genau, und dann schrift hier noch wieder. Man, wenn ich hier jo Platznacken de, denn switch de gau over in Hochdeutsch. Sie meint, dat ich söms in Hochdeutsch-Schnacker wesen muss. Und erst recht, wenn sie weht, dat ich lang Tito anders lebt hef, du helpt den golden Rot wird platt lernen, snacken, nicht viel krischern, kannst du söms mal probieren. Mein Rekord steigt mir ein knapper halbes Stünd mit ein ohlen Buer in ein Melkhus, wo in sich verpusten und wat trinken kann, wenn ein mit Vorrat unterwegs ist. Mach wenig hat dat noch wieder kund, wenn mi man noch wat to müs, der dat Heu opfreten dot und den Melkpriest wieder unterschiedlichen Meireien in vollen wär. Ja, du sagst du ein Wort. Leider ist das so, und ich glaub, das hätt wat zu do mit dat, wat ich zu Beginn sagt hef, mit der Regionalsprog und dat wie kein Standardsprog hebt. Damit hätt dat wat zu kriegen. Wenn die Plattdeutschen hört, oh, die snackt nicht just mien platt, dann wesselt sie Forken in Hochdeutsche und das ist wirklich short. Ja. Denn wir habt so wenig Gelegenheiten in Alldach noch Richtig. platt zu schnacken. Und wenn du ein kümmt und der snackt plattdeutsch, auch wenn das ein Anna plattdeutsch und selbst wenn das Mecklenburgisch ist oder aus Freisch, solange wir das verstohlen können, dann schulen wir doch plattdeutsch schnacken. Und wie mögt ihr auch nicht das sövige plattdeutsch schnacken? Nee,
Ne? Wie versteht uns? Ja, eben. Ja. Aber da nehmen wir uns so eine Chance, das Sprog zu bruken, nicht bloß zu Hus in der Familie. Und wenn wir sagt, Mensch, das ist ein Sprog und wie möte hegen und pflegen und dann snackt wir den nicht, wenn wir könnt, so kriegt wir das nicht recht mit der Plattdütsch. Nee, Ne? Also, so geht das nicht. ne? Da sagst du wat, leve Plattdütschen, bitte, snack Plattdütsch mit Anna Plattdütschen, auch wenn die nicht ut jo Dörp kommt und wenn die Lü und nicht Lüt secht Ja. und dann secht sie Mölk und nicht Melk. Genau. Und Ist das sind doch- ja auch keine Fehler. Und habt ihr auch, ihr dürft auch nicht bangen wehen, einen Fehler zu machen. Das gibt keinen Fehler, solange ein Versöcken da platt ist. Ne? Und Fehler sind auch in Ordnung. Ja. Also Fehler sind Ne? doch auch nicht schlimm. Den muckt Genau. eben Fehlers und unterschiedlichen Dialekten. Und wenn wir sagt, Plattdeutsch ist ein Sprog und kein Dialekt. In Sprog het over Dialekten. Die deutsche Sprog het das bayerische, das sassische, das thüringische und so wieder. Und die plattdeutsche Sprog het eben das holsteinische und das ostfriesische und das schleswische und so wieder. Ist doch schön. Darum ist das ein Sprog. Wir sind diese unterschiedlichen Dialekten het und bitte, lot uns das Sprog auch schnacken, wann jümmers wie könnt. Ja. Und auch Arne Ahngast, wenn der mit jo Plattdeutsch schnacken deit, in dat Melkhus, den Anta doch auch platt. Ja, bitte. Bitte. Side Note, denk mal ans Schweizerdeutsche. Auch das Schweizerdeutsche, die Schweizer Dialekte, die wurden damals im 20. Jahrhundert vom Hochdeutschen sehr stark bedrängt. Und ab den 60er Jahren gab es so eine richtige Dialektwelle, wo man also viel mehr Schweizerdeutsch gesprochen hat als Standarddeutsch, wo man stolz war auf die Schweizer Identität. Und jetzt stellt euch mal heute vor, ein Schweizer aus Bern und einer aus Zürich würden merken, oh, das klingt so ein klein bisschen anders, wenn der Schweizerdeutsch spricht, da sprechen wir lieber Hochdeutsch. Das würden die im Leben nicht tun. Die würden immer Schweizerdeutsch sprechen, auch wenn der Schweizer aus Zürich und der aus Bern und so weiter ein bisschen unterschiedlich klingen. Und selbst wenn die manchmal genau hinhören müssen, sagen, das war ein komisches Wort, die sprechen Schweizerdeutsch. Und darum können wir auch als Hamburger und Schweriner und Bremer Plattdeutsche miteinander Plattdeutsch sprechen, auch wenn das Plattdeutsch sich unterscheidet. Den Rest von dem Mail kann ich nicht lesen, das wird zu lang dauern, aber er hat noch ein paar Punkte, die sind vielleicht interessant. Und hier fragt, gibt das Regeln dafür, wann man ein Tietwort mit Down verbinden oder beugen deit? Nee, da hat nur Gefühl und Wellenslach. Man kann jo wen, dat mit sin Gefühl wat nicht stimmen deit. Nee, ich glaube, du muckst all richtig. Da gibt, die Regel ist einfach in Nebensätze. Okay. In Nebensatz, wo das Verb, das Tietwort an Ends seid. Also zum Beispiel, das ist de Maike Meiners, der hier all sieht viele Johann spielen und übersetzen died. Das ist ein Relativsatz. Die hier übersetzt. Der hier übersetzen died. Mag wie gern auf Plattdeutsch, dann ist der Rhythmus schöner. Oder auch mit einer Konjunktion. As du jümmer sägen deist, Komma, und dann kommt der Hauptsatz. Ne? Oder will du dat gern mucken deist. So. Das sind all Nebensätze. Das ist aber keine hundertprozentige Regel. Das ist für das Gefühl. Genau, Gefühl und Wellenslach ist alle richtig. Genau. Also, gerade wenn schon bis wir dann zu viel deit in einen Satz sind, dann muckst du nicht jedes Mal in deit. Dann, hast du Nee, dann war das ein bisschen umständlich. ja, Ne? ne? Also, muck das nur richtig, nur Ja. Gefühl und Wellenslach, aber in den meisten Fällen ist das ein Nebensatz. An N. Und dann hätte ich noch gefragt, als letzte Frage, wann schrift man für in Hochdeutsch B ob platt ein V, als in Afdale, und wann ein F, so als in Afshade? Oh, wo bist du an der Reich? So was kann ich nicht. Das ist ein gute Frage. Du gibst halt den schönen Begriff, kiek ins nochmal in die Folge über die Rechtschrieben, blend wie innen in, wird wieder auch nochmal, du gibst halt den schönen Begriff Überlänge. Also, nehmen wir zum Beispiel das Wort Leif, das Adjektiv, ich hef die Leif, und das Wort Leif als Nomen, de Leif, oder die Leifte, die Liebe. Das Adjektiv, ich hef die Leif, schrieb wie mit F. Das Nomen mit V. Worum hört sich ja lieg an? Nicht ganz. Das Nomen het ein Überlänge. Stellt jo dat für, ob Hochdeutsch hätt dat Liebe. Und das B, achter, das ist stumm, ob Plattdeutsch. Und darum ist das Leive, das sagt wir aber nicht, Leiv ist ein Überlänge. Darum ist das noch ein V, als wenn das wär Leive. Hätt das nicht, aber darum ist dort das V. Und wie das Adjektiv, Leif, lieb, da ist kein Überlänge, da ist das ein F. Das ist die betenfigelinsche Regel dort schon. Oder ich habe gestern die Frage nur das Wort Braten, der Braten, auf Plattdeutsch.
Und du ist, wenn wir nipp und nau hinhört, du sagt wir auch nicht Broden, oder plötzlich man Broden. Das hört sich over Likas nicht so an als Braun. B-R-A-A-N. Braun. Man Braun. Das ist diese Überlänge. Das ist ganz viel geliehnt höher. Man, da ist ein lüerlütten Unterschied zwischen Braun und Braun. Und zwischen Leif und Leif. Und das ist die Überlänge und die Überlänge habt wir dann eben in V. So, ich läuf, dann habt ihr auch eins Afrostück. Maike, gibt das noch hiechens was du die Lüg gerne mit auf den Weg geben wollt? Liegt die noch was ob hart? Ja, mir liegt nicht nix ob hart. Ich bin glücklich, aber ich wär noch glücklicher, wenn sie in Toter kommt und uns kicken würden. Und ich kann sie sagen, muckt sie das muckt sie glücklich. Ja. Wahrscheinlich noch anders singen, ne? Nee. Glücklich singen, glücklich fahren. Das könnt wir all brucken, das habt ihr nötig. Und hier könnt ihr das haben. So. Du mach ich gar nichts wieder zu singen. Maike, ich freu mich gar nicht, dass du hier bist. Ich danke dir. Und ja, dann seht wir uns bei der 29. Folge wieder. Und bis dahin schickt uns wieder Fragen und Fundstücken. Tschüssing und Audio fuchtig. Ja, euch fuchtig. Tschüss. Sing.